Hallo meine liebsten Kollegen und Kolleginnen, natürlich. Sorry, das Gendern entgeht mir ein bisschen, wenn ich kaputt und lost bin. Willkommen zurück bei «Hört mal». Wir sind einen Tag verspätet, ich weiss es haben mir schon ein paar traurige Nachrichten erreicht. Es tut mir von Herzen leid. Aber Leute, ihr müsst verstehen, es geht um Leben und Tod. Hätte ich einen Tag früher die Folge aufgenommen, hättet ihr einfach eine Folge bekommen, wo ich wirklich, no joke, kein einziges korrektes Wort rausbekommen hat. Ich weiss, ich habe euch eine vercrackte Folge versprochen, aber so vercrackt schiesst es mir dann eben auch wieder an, weil dann höre ich einfach auch auf zu reden und mache Pause und muss alles rausschneiden. Und nein, so macht es einfach keinen Spass. Genau. Wir sind hier in der vercrackten Post-Open-Air Frauenfeld-Folge, falls du es verpasst hast. Ich habe das letzte Woche angekündigt. Ganz viele Leute haben mir geschrieben, oh mein Gott, ja, mach das unbedingt. Ich weiß nicht, was mit euch nicht gut ist. Ihr wollt mich einfach leiden sehen, aber es ist okay. Ich tue mich gerne aufopfern für euer Entertainment. Also, es wird eine lockere Folge. Es wird nicht so eine crazy, tiefsinnige Folge wie sonst damals. Ich hoffe, du hast Spass. Ich hoffe, du bist mit deinem Hund am Laufen, am Lesen, keine Ahnung, Alter, was sonst noch, am Joggen. Bitte nicht am Joggen, es ist viel zu heiß zum Joggen, sind wir ehrlich. Im Bett am Liegen oder am Einschlafen. Das machen wir ja auch sehr gerne. Weil jetzt gibt es einfach eine grosse, fette Storytime von meiner Frauenfeld-Experience. Und es fängt ja nämlich so an, dass ich, weil ich eine verwöhnte Sau-Influencerin bin, eingeladen worden bin vom Frauenfeld höchstpersönlich für ihre VIP-Backstage-Experience, wo sie zum ersten Mal so durchgeführt haben, wie sie es gemacht haben. Amix, wenn man für so Sachen eingeladen wird, denkt man so, ja, die schnurren jetzt einfach gross und mal schauen, wie es dann wirklich wird. So, du erwartest dann nicht mehr so viel wie am Anfang, wenn du es dir schon ein bisschen gewöhnt bist, weil eben Brands tun sehr gerne sich so vermarkten, dass dann halt alle grossen Influencer kommen und sie den Plausch haben davon, dass wir alle alles posten davon. Und eigentlich ist es gar nicht so heftig, wie sie es so umschreiben, oder? Sie tun das so hure aufschmücken, es ist einfach Marketing. Aber ich muss sagen, ich war mega froh, dass wir das so hatten, wie wir es hatten. Weil, falls du noch nie am Frauenfeld warst, es ist ein riesiges Gelände und du hast einfach bei den Bühnen vorne, wenn du VIP bist, hast du einfach separate Sektoren, so, wo du kannst stehen, weiter weg, natürlich nicht in der Crowd, weiter weg, und das Konzert schauen. Aber das war es dann irgendwie auch gewesen. Und auch in diesen VIP-Sektoren sind mega viele Leute. Und so viel wie ich verstand, können alle Leute VIP-Plätze kaufen. Du musst einfach viel mehr Geld ausgeben, wahrscheinlich. Und wir haben dort natürlich auch rein dürfen, aber für mich sind es trotzdem noch zu viele Leute gewesen. Und darum war es mega nice, dass wir vom Frauenfeld, also ausgewählte Leute sind, glaube ich, irgendwie 100 Leute gewesen oder so insgesamt, die so ein Ticket oder so ein Bändchen bekommen, was auch immer, dass wir wie schon vorher, falls du dich auf dem Gelände auskennst, hinten bei der Sanität vorbeilaufen können. Und dann hat es dort hinten, gerade neben dort, wo eigentlich alle Artists, glaube auch so sich am Vorbereiten sind und so, haben wir dann so eine Creator Lounge gehabt. Und das klingt hure cringe und scheiße und what the fuck, Alter, was für Creator Lounge. Aber es war eigentlich einfach so ein Ort, so ein Rückzugsort gewesen. Und ich glaube, von außen auch, ich meine, es haben mega viele Leute von dort gepostet und ich meine, wir haben ja alle Vlogs gemacht und Leute schauen, das ist unsere Creator Lounge und so. Es kommt mega schnell so ein bisschen abgehoben und arrogant und so, man tut sich extra abschotten vom Rest der Crowd und meint so ein bisschen, man ist etwas Besseres, weil man an einem exklusiveren Ort ist. Aber für mich war es überhaupt nicht das, sondern es war wirklich gut, so einen ruhigen Ort zu haben, auch außerhalb von diesem VIP-Ding. Nur mal so, um so erklären, wo wir ungefähr waren, wenn wir nicht auf dem Gelände waren. Weil ich war ja letztes Jahr schon am Frauenfeld und dort haben wir schon viele Leute erkannt. Aber dieses Jahr ist es nochmal ganz anders. Ich habe nicht gewusst, was erwarten. Also ich habe nicht gewusst, ist es jetzt einfach gleich wie letztes Jahr oder wird es noch mehr sein oder irgendwie weniger, weil es sind ja alle dort. Also der Gabirano ist dort, der Gusti ist dort, weiss doch auch nicht, alle sind dort. Der Sedo ist dort, der Leroy ist dort. So, alle grossen Deutschen sind dort gewesen. Dann habe ich also ein bisschen erwartet, so, ja, okay, dann ist es vielleicht nicht so heftig bei mir. Aber es ist wirklich, also alle 2 Meter, also basically, egal wo ich gelaufen bin, alle haben mich angeschaut, alle haben mit mir geredet.
Es sind alle mega nett gewesen. Es hat einen Typ gehabt, nur, von so Leuten, die mich in der Crowd angesprochen haben, wo ein bisschen disrespectful war, weil er einfach irgendwie so gefunden hat, du bist sexy oder so. Und ich dachte, Alter, wer hat die Fresse? Ich habe gleich den Mittelfinger gezeigt. Ich habe ganz viel nicht den Mittelfinger gezeigt. Nur so zur Info. Ich habe nie gesagt, dass nur weil ich eine Reichweite habe und ich mein Privatleben in die Öffentlichkeit stelle, dass ich euch nicht den Mittelfinger zeigen werde, wenn ihr Arschlöcher sind. Also, sorry. Ich habe am Frauenfeld so viele Mittelfinger verteilt, es tut mir leid. Aber es sind auch eben, die Mehrheit der Leute sind so nett zu mir und so respektvoll und ich hatte so Angst gehabt wegen, eben, es sind Drogen involviert, Alkohol, was weiß ich was. Ich habe nicht gewusst, wie die Leute werden tun, weil normal so im Ausgang oder so ist es immer mega mühsam mit besoffenen Leuten, weil eben du spürst irgendwie nicht mehr so, du merkst vielleicht nicht, okay, das war jetzt zu viel oder so und die Leute kommen so normalerweise richtig mich anlängen und so also nicht mal anlegen, so packen. Auch nicht nur Typen, alle, Frauen auch. Oder so am Knick oder eine hat mich mal so am Hals gepackt. So, nein, bleib. Ich habe wirklich so Panik bekommen. Eben, weil die Leute sich einfach nicht mehr so spüren. Und dann hatte ich mega Angst im Voraushalten. Aber es ist gar nichts. Ich glaube, die Leute haben mega Respekt vor mir eigentlich. Also auch so mega grosse, breite... Ich habe schon in einem TikTok gesagt, so scary-looking Dudes sind trotzdem so schüch zu mir angekommen oder so demütig. Ich weiß nicht, wie man es genau formulieren soll. So, hey Emma, sorry, gell, ich wollte dich nicht stören. So auf den, was ich mega cool gefunden habe. Und irgendwie glaube auch ein bisschen... Keine Ahnung, es freut mich einfach, weil ich habe das Gefühl, das bedeutet auch, dass wirklich auch wie anständige Leute mich verfolgen. Was ja nicht immer garantiert ist. Ich meine, okay, Leute, die den Podcast hören, sind wahrscheinlich sehr reflektierte Leute oder keine Ahnung, so, das kann ich mir vorstellen. Aber ich meine, was auf Insta und TikTok läuft, das ist ja immer noch eine sehr kurze Unterhaltungsform und da kannst du ja nicht davon ausgehen, nur weil ich jetzt vielleicht nicht gerade den asozialsten Content auf der Welt mache, dass die Leute dann wirklich auch selber irgendwie nett sind. Aber das hat mich mega gefreut, mal so wirklich viel zu sehen, weil wenn ich halt so random jemanden auf der Straße sehe, kann ich nicht davon ausgehen, ja okay, die Mehrheit von meinen Leuten, die mein Zeug schauen, ist wahrscheinlich nett. So nein, es war einfach eine Person gewesen. Aber wenn du auf einem fucking Festivalgelände bist und jede einzelne Person ist wirklich nett, egal wie sie aussieht, egal wie sie redet, so, alle sind respektvoll gewesen, ist schon für mich so auch irgendwie mega schön gewesen, so zu realisieren. Weil das ist auch etwas, was mir mega viel Sorge bereitet eigentlich. Wenn ich so allein rumlaufe, so, oh nein, was sind das für Leute und so. Also auch die Leute, die jetzt nicht gesagt haben, so, oh mein Gott, ich liebe deine Videos oder so, sondern die einfach so gesagt haben, ey, gell, du bist doch die von, keine Ahnung, Migros-Werbung oder du bist die von L'Oreal-Werbung oder du bist so, Bro, ich bin einfach die von fucking 50 Millionen Werbung, es tut mir leid. Auch die sind irgendwie nett gewesen. Es ist nicht so gewesen, also bei Bahnen schon, aber das war mehr von weitem gewesen. Aber so die so wirklich näher gekommen sind immer nett gewesen. Das ist schon, Alter, ich habe so Angst gehabt. Genau. Aber es ist für mich, ich bin mit einer Schulkollegin von mir, also Schulkollegin, einfach eine von meinen guten Kolleginnen, dort war, die selber nichts mit Social Media am Hut hat, was irgendwie für mich auch ein Stress war. Und ich weiss, sie lässt zu, was irgendwie jetzt auch komisch ist. Aber es war für mich auch stressig, weil ich so wie... Es ist anders, wenn man mit der Nati und der Hanna und so unterwegs ist, als wenn du mit jemandem unterwegs bist, wo du weißt, okay, die Person ist sich nicht so gewöhnt, dass alle schauen und so bla bla bla. Und dann fühlst du dich wie mega verantwortlich, auch wenn ich selber gar keine Macht über die Situation hatte. Also ich habe wie probiert, die ganze Situation zu kontrollieren, obwohl ich gar nichts hätte können kontrollieren, wenn jetzt etwas passiert wäre oder so. Was halt einfach irgendwie viel Druck war für mich, glaube ich. So unnötig, weil ich mir halt einfach viel Gedanken mache. Es hätte nicht müssen sein. Ich sage nicht, dass irgendwie die Umstände, dass irgendwie, also es ist nicht so gewesen, dass man müssen Angst haben eigentlich, aber ich habe mir einfach viel Gedanken gemacht. Das ist vielleicht, ja, das ist echt noch anders, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil sie ist zum Teil auch zu anderen Kollegen und so, meine Kollegin, und dann ist es gerade wie so gewesen, so, okay, gut, jetzt bin ich wie so auf mich allein, so jetzt muss ich nur noch auf mich schauen. Obwohl ich ja gleich mit der Nati und so unterwegs bin. Und eigentlich könnte ich sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich auf die Nati und so schauen. Aber Leute, die selber in der Öffentlichkeit stehen, wir wissen alle selber, wie wir auf uns selber aufzupassen haben, habe ich das Gefühl. Und dann ist wie jeder so eine einzelne Person und du hast so keine Worries. Aber ja, aber ich finde es irgendwie gleich, also das ist jetzt nicht so, zum sagen so, oh mein Gott, es war irgendwie ein bisschen scheisse gewesen, dass ich mit ihr gegangen bin. Überhaupt nicht. Weil es ist auch schön, wenn du nicht 24/7 in dieser Content-Bubble drin bist, sondern halt auch mit so Kollegen, die du vor dem ganzen Zeug hast, zu sein.
Aber es ist auch einfach so, dann fragt man sich so, ja, okay, schießt sie jetzt an, dass wir alle 2 Meter anhalten müssen? Oder findet sie es wirklich okay? Und so, logisch würde sie mir, ich glaube nicht, dass sie mir gesagt hätte, wenn sie es scheiße gefunden hat. Und ich glaube auch nicht, dass sie es scheiße gefunden hat. Aber es ist halt immer so, dass, okay, mir wird die Möglichkeit geboten, jemanden mitzunehmen, gratis. So, ja, eben eingeladen, ich bin eingeladen gewesen, habe ich ja gesagt. Das heisst, ich habe alles gratis bekommen. Wir haben auch Essen dürfen gratis holen, zu einem gewissen Ausmaß. Wir haben gratis Getränke bekommen. Also es ist uns alles in den Arsch geschoben worden, auf gut Deutsch gesagt. Und wenn du dann logischerweise in der Planung und so hörst, hey, du darfst jemanden mitnehmen, dann denkst du logischerweise auch als erstes an jemanden von deinen Close Friends, wo du das gerne auch würdest geben. So, logisch würde ich das am liebsten meine Friends in den Arsch schieben, die sonst die Möglichkeit nicht hätten oder die sowieso gerne ans Frauenfeld gegangen wären, aber nicht das Geld unbedingt jetzt haben wollen, ausgeben für das und so. Und dann bist du so im Zwiespalt zwischen, okay, will ich jetzt jemandem von meinen Friends das gönnen oder nehme ich so den einfachen Weg und nehme jemanden mit, der vielleicht entweder sowieso schon eingeladen war und dann ist es wie so doppelt gemoppelt oder jemand, wo irgendwie nur VIP eingeladen gewesen wäre, aber nicht Backstage, bla bla bla. Und dann wäre es halt einfacher, weil die Person noch weiss, wie es läuft und so. Bla bla bla. Aber schlussendlich ist es gut so, wie es war. Aber ja, einfach viel, es ist sehr... Also ich hätte nicht gedacht, dass es so stressig sein wird für mich, um auf dem Gelände rumzulaufen. Obwohl alle so nett waren. Also ich glaube, ich habe das ein bisschen unterschätzt, dass auch wenn alle mega nett sind und alle einfach eine gute Zeit haben mit mir, ist es ja gleich eine soziale Interaktion, wo ich jedes Mal aufs Neue so alles gebe und wieder genau die gleiche Konversation probiere, genau gleich toll gestalten für die. Also ich will ja nicht irgendwie so abweisend wirken oder so, ja, hi, also tschüss, gell? Sondern probiere jedes Mal natürlich auch engagen und ja, und was macht ihr denn? Und für jemanden, der fucking nach 3 Gesprächen eigentlich schon genug hat, im normalen Leben, ist das echt crazy gewesen. Also ich glaube, ich habe gestern mit meiner Mutter darüber geredet. Ich so, Mama, ich glaube, ein Neandertaler hat im ganzen Leben nicht so viel soziale Interaktionen gehabt, wie ich in diesen 4 Tagen hatte. Ich schwör's dir. Und das ist wirklich so, ich kann es fast nicht glauben. Ich weiss auch mega viel nicht mehr, weil es einfach so viel aufs Mal passiert ist. Aber ja, das ist nochmal genug so zu diesem Aspekt, weil ich weiss, so, uns juckt das alle wegen dem introvertiert sein und schüch sein und was weiß ich was. Ich habe es echt gut anbekommen, glaube so reden und so. Ich habe einfach amix, je nachdem, was die Leute gesagt haben und wie besoffen sie waren, habe ich ein bisschen lachen. Aber das ist okay. Lachen, Leute, das Lachen werde ich nie wegbekommen. Ich habe auch während der Vorträge in der Schule immer so hure fett müssen lachen und das gehört einfach zu mir. Aber ich habe mich getraut, mit den Leuten zu reden. Ich hatte auch Big Balls, wenn so Rappers zu mir gekommen sind und so. Langsam, Leute, habe ich es echt im Griff. Also probiere gar nicht erst irgendwie eine dumme Fresse zu mir zu haben. Das geht nicht mehr. Ich habe gelernt. Okay, dann vielleicht was vielleicht auch ganz viel interessiert. Was mich ehrlich gesagt auch hure interessiert hat im Voraus so, oh mein Gott, wer wird echt dort sein? Also so von den Content Creator Leuten her. Also ich rede jetzt da immer noch vom VIP Backstage Bereich. Weil sie haben es halt eben so gephrased, so ja, das ist mega exklusiv und wir würden gerne Emma dabei haben und so. Und ich so, oh mein Gott, what the fuck, wer wird denn sonst noch dort sein? Eben, ich habe euch ja schon gesagt, der Leroy, dann der Sedo Talk, dann der Christian, das ist jetzt nicht so spektakulär. Das sind so alles so, habe ich noch nie im Leben gesehen, aber so Christian-Type Menschen, Typen, so einer heißt glaube Noah Miguel, dann gibt es noch so einen Paul, keine Ahnung, Alter. Aber basically alle machen so den gleichen Content wie der Christian. Der Elisha war auch dort. Sorry, falls euch die Namen alles nicht sagen, wir reden nicht lange über das. Aber ich finde es einfach juicy. So, what the fuck. Dann, wer war noch dort? Ja, der Adi und so halt, aber das ist jetzt auch nicht so crazy. Wer noch? Es sind auch ganz viele so Producers und Managers dort gewesen. Alter, es sind einfach, oh mein Gott, es sind so UK-Managers vom H, der Rapper H, falls ihr den kennt, dort gewesen. Und wir haben so lange mit denen geredet und plötzlich die so, okay, well, H performing now, you wanna come with us? Und nachher sind wir bei den grossen Stages, wo wir eigentlich nicht Backstage haben können kommen. Wir haben nur beim Rap City und bei der Fabrik Backstage gehen können. Also wirklich hinter der Bühne zuschauen.
falls du noch nie am Frauenfeld warst, Rap City und Fabrik sind so kleinere Zeltchen und nicht wirklich so die grossen Bühnen, die du immer auf den Videos siehst. Auf jeden Fall sind plötzlich so, komm mit, komm, wir gehen jetzt zusammen die Performance schauen. Und ich so, oh mein Gott, what the fuck. Und es ist einfach so crazy. Ich habe halt eigentlich mehr mit ihnen so über das Musikbusiness und wie ist das so im Vergleich zum so Content Creator Business und so bla bla geredet. Und dann habe ich aber also gefragt, so, ja, was meint ihr, wie ist das Frauenfeld so organisiert? Weil ich habe gedacht, sie sagen mir so, ich habe eigentlich nur hören, so, ja, die Schweiz ist der beste Ort auf der ganzen Welt, oh mein Gott, wir lieben die Schweiz. Aber sie sind so gewesen, ja, es ist verdammt komisch, irgendwie, es hat mega wenig Staff da, also Arbeitende, auch mega wenig Security und es ist alles so ein bisschen, ja, einfach viel weniger Leute überall als bei uns. Und sie hat das mega verunsichert. Auch, ich muss überlegen, wir sind da Backstage gegangen, Alter. Sie nehmen das einfach mit, wir hatten kein Bändchen, um dort anzukommen. Wir haben nichts müssen zeigen, wir nur müssen das Getränk stehen lassen. Und das haben wir selber gemacht, nicht weil das irgendein Dude uns gesagt hat. Und dann stehen wir einfach hinter dieser Stage. Ich konnte Pfefferspray dabei haben, ich konnte ein Messer dabei haben, weil ich sowieso nie kontrolliert wurde. Ich konnte auf die Stage säckeln und meinen Arsch der ganzen Welt zeigen. Ich konnte alles machen, kein Sau hat etwas gesagt. Und das finde ich so krass, weil ich glaube, das ist so wirklich einfach das Schweizer Ding, dass niemand erwartet, dass so etwas passiert, weil wir sind hier in der Schweiz und wir sind alle fröhlich und das braucht es nicht. Und für sie war das so ein Stressmoment, so Bro, wir hätten da normalerweise so 50 Leute unterwegs angetroffen, die uns kontrolliert hätten und so. Aber ich meine, es ist schlussendlich auch mehr oder weniger alles gut gelaufen, so viel wie ich mitbekommen habe. Ausser dass es, glaube ich, eine Messerstecherei gegeben. Aber sonst so, das braucht es halt wirklich nicht irgendwie. Aber ich finde es voll krass, so der Unterschied zum Ausland. Und ich meine, das Frauenfeld ist ja auch das grösste Hip-Hop-Festival in Europa. Und da würde man doch irgendwie, denke ich jetzt auch im Nachhinein, so, da würdest du doch irgendwie erwarten, dass dann da auch so am meisten Security, am meisten crazy Leute, die stehen. Aber nein, ist ja überhaupt nicht so. Ist irgendwie noch crazy. Jetzt nimmt es mich mega Wunder, wie es an den anderen Festivals ist, weil ich nicht glauben kann, dass die so mega so sind, so Bro, es hat irgendwie keine Leute da, was ist los? Genau, aber die sind mega lieb und wir haben mega coole Gespräche gehabt. Und es war allgemein wirklich so gewesen, dass man mit mehr Leuten als an sonstigen Events gute Gespräche hat können führen, obwohl man sie nicht kennt hat. Weil normalerweise an diesen Influencer-Sachen hört, du bleibst einfach in deinem Grüppli und du, ausser jemand ist famer als jemand anderes, gehen sie auch nicht so wirklich an fragen, hey, was machst du und so, sondern Leute sehen den Profit. Okay, cool, kann ich mit dir, wenn du jetzt in meinem Video bist, profitiere ich von dir, gut, dann kommst du in mein Video, dann rede ich auch 2 Minuten mit dir, vor dem, dass ich dir mein Video mache, aber sonst bist du eigentlich nicht wirklich relevant. So, du bleibst auch mit deinen Leuten, weil es ist einfach auch, glaube für alle anstrengend und niemand weiß so wirklich, was machen und es herrscht halt auch immer so die Angst, dass du, auch wenn du wirklich einfach nur eine normale Konversation mit jemandem führen wollen würdest, hast du immer im Hinterkopf so die Angst, ja, okay, aber meint die Person dann, ich komme nur wegen dem Fame oder dass ich irgendwie profitieren will und dann lässt du es einfach ganz sein. So, die ganze Influencer-Connecting-Szene ist ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, sorry, Alter, ich habe so Schnudder. Aber trotzdem habe ich echt mit noch ein paar fremden Leuten gute Gespräche gehabt. Normalerweise wäre ich einfach so bei der Nati und der Hanna und der Philippa geblieben wahrscheinlich. Aber ja. Was sind sonst noch für Leute da? Leon Klein. Was noch? So die. Wie heisst denn die? Ich weiß gar nicht, wie die. Mathilda, so eine deutsche Influencerin. Dann so ganz viele Streamer, die ich nicht kennt habe. Dann. Oh je, Alter, ich weiß es gar nicht. Dann, es gibt auch noch so einen deutschen TikToker, der irgendwie Germanistik studiert. Aber so full eigentlich, ich glaube, er ist Türk und er postet auch so darüber, dass, wie es für ihn halt ist als Ausländer, der sich halt gut artikulieren kann. So, ich kenne den sicher, der flucht so um und so. Der war dort. So mega, es ist so komisch, so Leute zu sehen, die du auf der For You-Page siehst und nachher sind sie so dort und sind einfach genau wie wir. Also wirklich, Leute, die sind alle genau wie wir. Und trotzdem hocke ich jetzt hier in meinem Podcast und sage so, oh mein Gott, der Leroy war dort. Oh mein Gott. Und dann kann er nicht glauben, weil eben die Artists-Area ist ja neben unserer Creator Lounge gewesen. Wir haben dort aber logischerweise nicht rein dürfen, aber es war nur so ein Vorhang gewesen. Und zum Teil sind die Artists einfach fucking bei uns an die Bar kommen, ihr Trinken holen. Und wir wissen alle nicht, wie die Leute aussehen. Und jetzt kommen wieder so die wahren Fans und so, ja, ihr habt das nicht verdient, dass ihr überhaupt dort sind, wenn ihr nicht mal wisst, wie die Leute aussehen. Aber Bro, ich höre Musik trotzdem gerne. Ich weiß auch gleich nicht, wie die Rappers und so aussehen. Bro, plötzlich steht der fucking Ski Mask zur Slump geht, dort,
5 Minuten nachdem ich gegangen bin, Jontan macht das Bild mit ihm, mobbt mich bis heute noch damit. Der Luciano war auch dort, hat auch ein paar Bilder gemacht. Dann ist noch der, wie heisst denn der, Raff, nein, da die von Raff und Camora, also sorry Leute, ich höre es nicht, sorry, ich weiss, ich blamier mich gerade hart. Der ist anscheinend, hat irgendjemand ein Bild mit ihm machen und er so, nee, jetzt gerade nicht, ich bin angepisst. Wie so ein Kind, Alter, ich habe das richtig gut gefunden, also die richtig grossen Deutschrapper so, nee, ich bin gerade angepisst. Ja, ist gut, schon gut. Wer ist noch? Der Shi Agu ist so neben mir an der Bar und ich habe nicht vorher gewusst, wie der aussieht. Ich habe noch nie bewusst ein Lied extra gehört von dem. Aber und er so neben mir, ich bin so am Anstehen. Und dann tönt es plötzlich neben mir so, «Mashallah, wo ist mein Drink?» Und ich so hure laut lachen, weil ich so denke, «Bro, was sagst du, Mashallah?» Aber dann schaue ich ihn so an, so, das habe ich jetzt auch noch nie in diesem Kontext gehört, «Mashallah, wo ist mein Drink?» Dann hat er so mega so peinlich berührt gelacht, so, «Oh mein Gott, ist das peinlich?» Und ich habe einfach nichts mehr gesagt. Und nachher kommt irgendjemand zu mir so, «Bro, du hast gerade den Ski Agu ausgelachen.» Und ich so, ist das der gewesen?» Die so, ja, er hat literally eine Skibrille auf dem Kopf gehabt. Was hast du gemeint, was es ist? Ich so, okay, fair. Aber es passieren echt komische Sachen dort und man schämt sich im Nachhinein für ganz viele Sachen. Aber wir haben es eigentlich noch lustig gehabt. Das Einzige so, Bro, es war so dreckig gewesen. Die Influencer wissen wirklich nicht, wie man nach sich selber aufräumt. Wir haben so eine WhatsApp-Chat gehabt. Sie haben jeden Tag 2-mal reinschreiben, «Hey guys, please, if you could just clean up after yourselves. The bar staff is not here to clean up after you guys. There is Abfall.» Ich weiß nicht, wie das heißt, Leute. So, weißt du? Und no joke, niemand hat nach sich selber aufgeräumt. Es hat drinnen Teppich gehabt und einen Bereich gehabt, wo du raus hast können. Alle haben auf dem Teppich geraucht. Leute haben extra Ben & Jerry's Glasse genommen und reingäschert, anstatt einfach einen Aschenbecher holen. So, und das sind wahrscheinlich dann die gleichen Leute, die so sind so, «This is why I use this, because it's sustainable.» Und dann brauchen sie so ein Glas, essen es nicht und machen Aschenbecher daraus. Wisst ihr, was ich meine? So. Und alle haben sich so ein bisschen mit dem angesteckt und so, aber es hat dafür auch Leute gehabt, die ohne etwas sagen, nicht so zum einfach wirken wie ein guter Mensch oder so, einfach aufgestanden sind und angefangen aufzuräumen und so. Also es gibt schon beide Seiten, aber man merkt schon extrem, es gibt wirklich viel von denen, die sich hure etwas darauf einbilden, dass sie so an so Orte eingeladen werden und so und plötzlich irgendwie nicht mehr wissen, wie man ein decent human being ist, was echt peinlich ist. Also versteht mich nicht falsch, es ist dann nicht so, dass wir alle dort drinnen hocken und die aufhypen oder cool finden, die das machen, sondern alle denken sich einfach so ein bisschen, ausser die auch so abgehoben sind, denken sich so, was hat die das Gefühl? Was ist mit denen gut? Ja, aber man sagt ja dann auch nichts, eben, weil wir sind ja da sehr, man hat auch die Fresse und gut ist. Ja. Und sonst, Crowd an sich, habe ich dieses Jahr, muss ich sagen, eigentlich noch angenehm gefunden, aber ich war auch nie so weit vorne gewesen. Vielleicht hat das aber auch etwas mit meinem Bekanntheitsgrad zu tun, wenn ich das jetzt so dumm sagen darf, weil ich habe das Gefühl, bei mir wird halt nicht mehr dumm da. So, letztes Jahr bin ich rumgeschöpft worden, was weiß ich was, aber die Leute, wenn ich in der Crowd drinnen gestanden bin, bei irgendeinem Artist, ist halt nach 5 Minuten eigentlich klar gewesen, schau, dort vorne steht Emma und das ist dann rundum gegangen. Wisst ihr, was ich meine? So, es wäre komisch gewesen, hätte sie dann noch irgendwie dumm zu mir da oder so. Darum vielleicht sogar noch ein kleiner Vorteil, aber sonst habe ich das Gefühl, es war eigentlich human gewesen, so. Ausser, Alter, oh mein Gott, stimmt, bei Central C hat jemand einfach fucking Pfefferspray rumgespritzt und eine ist so aus der Crowd rausgekommen, einfach eine allein, so hure so am Husten und so die Hände vor den Augen und so. Und ich dachte, hey, was ist mit der nicht gut? Was ist los? 2 Sekunden später hittet es bei mir. Ich so und Tränen. Und ich so, oh mein Gott, ist das Tränengas? Aber ich hatte doch noch nie irgendeinen Kontakt mit Tränengas, Pfefferspray, irgendetwas gehabt. Ich bin ein Blümchen, Alter. Meine Kollegin geht gerne an Demos. Sie so, nein Bro, das ist Pfefferspray, komm, gehen wir. Und ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Und ich habe mir überlegt, das war sicher mega weit vorne gewesen.
und einfach durch den Wind so ein bisschen zu uns kommen. Und es war trotzdem so schlimm gewesen. Ich schwöre, ich konnte nicht mehr schnaufen. Und wirklich gedacht, ihr stickt jetzt da. Es war so komisch gewesen. Ich verstand es nicht, wieso man in einer Crowd Pfefferspray ablässt. Ich denke nicht, dass es etwas damit zu tun hat, dass wirklich etwas passiert ist, sondern einfach irgendeine Löli war. Auch dieses Jahr haben hure viele Leute Pyros abgeladen und so. Und ich verstand, es sieht schön aus, bla bla bla, aber da muss nur etwas falsch gehen, Leute. Und jemandem seine ganze Fresse ist verbrannt. Und das bleibt für das ganze Leben. Oder jemandem seine ganze Haarfackel ab. Oder so draussen, okay, ist immer noch scheiße, aber ist noch eine andere Sache. Aber Leute haben das im Rap City Zelt gemacht. Zuvorderst vorne. Bro, du kannst die ganze hure Technik abfackeln. Du kannst das Zelt abfackeln, aber das juckt dich nicht, weil du kurz musst cool aussehen, weil nachher rotes Licht leuchtet. Wow, du bist hure cool. Wirklich. Ich hoffe, du hast etwas erreicht im Leben. So. Genau das Gleiche. Leute hören nicht auf, Sachen auf die Stage werfen und dann sagen die Organisatoren, hey, bitte werfen nicht auf die Stage, sonst wird die Show abgebrochen. Und die Leute machen dann extra weiter. So, okay, wenn der Artist dir halt nicht wenn der Artist dir halt nicht genug wichtig ist, wieso bist du so weit vorne, dass du überhaupt kannst eine Flasche auf die Stage werfen oder Wasser drauf kippen oder was weiß ich. Imagine, jemand ist nur ans Frauenfeld gekommen, um die eine Person zu sehen und du verkackst so hart, dass die Person die Show abbricht und hässig ist und einfach geht. Und das ist immer so, dass ja, aber das ist, die Person hat sich dazu verpflichtet, da zu spielen und wieso würde jemand eine Show früher abbrechen, weil Leute Handys auf die Stage werfen und so weiter und so fort. Aber, Bro, ich würde mich auch nicht von meinen Fans so disrespekten lassen und trotzdem da stehen und performen und mein Leben geben. So, wenn alle disrespectful sind, was sucht die Person denn dort? Die müssen sich nicht alles gefallen lassen, nur weil sie gebucht worden sind. Sie sind gebucht worden, weil sie fucking cool sind. Dann lassen sie cool sein und versauen ihnen nicht die Show. Für was bist du dort? Sauf ein bisschen weniger, damit du ein bisschen Kontrolle über dich selber hast. Ja, das, was ich ein bisschen dazu zu sagen habe. Okay, jetzt habe ich trotzdem so ein bisschen Scheiß-Facts über die Crowd gehabt. Aber sonst, also so eins auf eins, so Leute, die mir nahe waren, um mich herum, sind mega nett gewesen. Also mega nett, einfach nicht scheiße. Aber ja, das sind so ein paar Sachen gewesen, die passiert sind, wo ich mir auch so denke, so, Bro, könnt ihr glauben, dass 16-Jährige allein ans Frauenfeld dürfen? Ich finde das hure krass. Also, es kann schon viel passieren und auch mit den ganzen Moshpits und so. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mein 16-jähriges Kind dort allein mit gutem Gewissen anschicken würde, aber ist sicher auch geil, wenn man mit 16 so, oh mein Gott, ans Frauenfeld, aber trotzdem. Gut, was waren meine Favorite Acts gewesen? Top 1, definitiv Kendrick Lamar. Er hat fucking Tänze gehabt. Also es war wirklich wie ein Konzert gewesen, eigentlich. Also die, sorry, so verschnodert. Aber nein, die UK Rap Managers, oder wo ich erzählt habe, die haben mir halt auch gesagt, ja, es ist halt ganz anders, was du vorbereitest für ein Festival als für ein Konzert. Also, du willst halt die Crowd eigentlich nur aufhypen und so ein bisschen von dir überzeugen, weil viele kennen die vielleicht gar nicht und so. Du spielst auch nicht unbedingt deine besten Bangers und so, sondern es geht mehr so ums Hypen und so. Aber Kendrick hat wirklich wie ein Konzert gemacht. Es war so schön gewesen. Und ich habe auch so ein bisschen in der Crowd gehört, so mega langweilig und so. Bro, du hast einfach nicht gecheckt, um was Kendrick seine Lieder gehen. Aber wirklich mega krass. Und Travis Scott war auch mega krass gewesen. Was ich auch richtig bewundernswert gefunden habe, ist, dass er wirklich kein einziges Mal die Crowd irgendwie dazu aufgefordert hat, irgendwie Moshpits zu machen oder so. Sollte er besser auch nicht. Considering, was alles schon passiert ist. Falls du es nicht weißt, kann mal googlen Astro World Tour oder was auch immer. So logisch, er kann sich nicht erlauben, dass nochmal etwas passiert und so, aber es sind trotzdem so viele Künstler, die fucking alle 2 Sekunden open that shit up, bei so 35 Grad. No, we need a bigger mosh pit, we need a... So, chillet, es geht auch ohne, es ist schon okay, so. Travis hat wirklich gar nichts gesagt. Es war trotzdem eine mega geile Show gewesen. Und ich habe einfach gerne so die richtig performen und so Leben geben, auch wenn sie das Lied schon 40 Millionen Mal gespielt haben und vielleicht auch gerade nicht so Bock auf das Lied hatten oder so. Man sieht es ihnen nicht an. Und das ist das, was so heftig ist und bewundernswert, weil ich weiss, das ist fix mega schwierig. So niemand sagt ja,
es ist mega einfach und so, aber wie sie das so auf die Seite legen können, was sonst so läuft im Leben und einfach dort raufgehen und eine Stunde lang einfach die Sau rauslassen, für so viele Leute eine geile Zeit machen, ist einfach mega heftig. Wer auch nice performt hat, finde ich, ist der Yeet. Aber er hat so das Gegenteil gemacht. Er hat null mit der Crowd interagiert. Er hat basically keine Pause gemacht zwischen seinen Liedern und so. Aber das ist irgendwie auch so charakteristisch für ihn. Also ich finde, es hat solche gegeben, die haben zum Beispiel den Ski Mask, den Slump God, hat Leute auf die Stage geholt, was er übrigens eigentlich gar nicht hat dürfen. Und so hat mega viele Lieder auch von XXXTentacion und Juice WRLD gespielt, so von seinen toten Friends. So, es ist einfach ein anderer Vibe, weil das ist, was er ist. Und beim Yeet ist zum Beispiel so, er postet ja keine Bilder von sich, er zeigt sich das Gesicht nicht, er postet sonst auch nicht wirklich etwas. Dann macht es auch Sinn, dass er eine Show spielt, wo er basically keine Emotion zeigt, wo er einfach sein Ding runterrüttet und aber trotzdem einen mega geilen Vibe überbringt. So, ich finde es mega cool, wenn sie so treu zu ihrem eigenen Ding bleiben und du so erkennst, so, oha, das macht irgendwie voll Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich glaube auch ein bisschen überanalysiert, aber trotzdem, das habe ich cool gefunden. Dann habe ich den Coach Eyes noch mega cool gefunden, weil der ist auch so abgegangen, Alter. Der ist im Kreis gesprungen. Also, seine Braids sind fucking 40 Millionen Grad um die Erde geflogen, so wie er rumgekommen ist. Es war so cool gewesen und man hat so viel Energie bekommen von dieser Performance. To be fair, ich bin auch nicht in der Crowd gestanden, ich war Backstage gewesen, das heisst, ich konnte auf meinem Arsch hocken können und wortwörtlich keine Energie verlieren müssen. Aber das war einfach mega cool gewesen. Fun Fact: Nach dieser Coach Eyes Backstage Performance bin ich so wieder weg von dort. Und dann steht dort der nächste Künstler, der am Vorbereiten oder so am Warten ist, bis er auf die Stage kann. Es ist ja immer noch ein bisschen Pause dazwischen und so, aber die sind auf jeden Fall, das Team und so sind schon ready gewesen dort. Komme ich so raus, schaue so ein bisschen um, ich weiß nicht, auf was ich eigentlich gewartet habe, vielleicht so zum Schauen, ob der Coach Eyes noch rauskommt. Und dann kommt dann plötzlich so einer zu mir und ist so, hey, hi Emma. Und er so, hi Emma, kann ich vielleicht ein Bild mit dir machen? Ich liebe deine Pferdevideos. Und ich so, nein, mein Scherz. Dann hat so hure müssen lachen. Ich dachte, er macht einen Witz. Also, nee, ich fühle das voll, ich finde das voll entspannt, ich finde das voll cool, was du machst und so. Und ich so, ja, okay, aber wer bist du? Sorry, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich weiß nicht, wer du bist. Wer bist du? Er so, ja, ich bin Fergie. Ich performe nachher auf der Stage. Ich so, aha. Also, mit Johnny. Ich weiß auch nicht, wer Johnny ist, Alter. Wahrscheinlich werden jetzt sehr viele Leute den Kopf schütteln. Vielleicht werden auch ganz viele so sein wie ich. So, Bro, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Es sind auf jeden Fall coole Rappers. Nachher bin ich extra geblieben und habe so die Performance noch geschaut und gelost. Und es war so cool gewesen. Das ist gerade auch zu meinen Top-Performances geworden. Auch wenn ich kein einziges Lied gekannt habe. Die haben so Merch umgeschmissen. Die haben allen Wasser verteilt. Die sind in die Crowd rein. So, logisch, das kannst du ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr. Aber es war trotzdem auch schön gewesen, zu sehen, dass es sie halt hart juckt, was mit ihnen Fans oder was auch immer halt passiert. Und sie haben auch wirklich so Backstage, das ist jetzt Intel, Leute, private Informationen, sind auch Backstage hure rumgefickt, also so gestresst, so Leute, mehr Wasser, wir brauchen mehr Wasser, wieso hat es da nicht mehr Wasser, wir müssen mehr Wasser verteilen, hat irgendjemand müssen zurückrennen, so hure viel Wasser holen, nochmal. Also sie haben sich wirklich Mühe gegeben, das finde ich mega herzig. Dann vielleicht allgemein noch zu der ganzen Backstage-Situation. Es ist so, dort, wo wir immer waren, es ist eigentlich ein Bambusel gewesen, Leute. Man hätte von Anfang an dürfen, eben bei Rap City und bei der Fabrik Backstage gehen, das weiss ich fix. Aber niemand hat das gecheckt. Weil man hat auch nicht gecheckt, wie man dort reinkommt. So, es war recht versteckt und so. Und sie haben uns auch nicht gesagt, so, ja, wenn ihr übrigens Backstage gehen wollt, so, logisch haben sie das nicht. Weil ich glaube, Backstage auf diesen kleinen Bühnen ist wirklich nur fürs Team gedacht, also enge Friends und so. Und habe ich dann auch schlussendlich eigentlich ein bisschen schlecht gefühlt, weil wir dann auch ein bisschen Platz gebraucht haben, um von dort aus zu schauen, obwohl wir ja nicht von innen dort angeladen worden sind, sondern das Frauenfeld uns einfach die Möglichkeit gegeben hat. Und ich weiß auch nicht, ob sie Bescheid bekommen haben, so ja, es könnte sein, dass da die vom Backstage, von der Creator Lounge da ankommen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, sie haben das auch nicht so ganz gecheckt. Aber auf jeden Fall, es haben auch mega wenig gewusst. Es sind immer so vielleicht so 3, 4 von uns, die es gecheckt haben und sind angegangen.
bis dann, glaube ich, bei 01099 oder wie die heißen. Sorry Leute, ich höre die Lieder auch nicht. Haben sie dann aber halt alle gecheckt, weil ja der Adi und so auch befreundet sind mit denen. Und dann sind es viel zu viele Leute gewesen. Und nachher haben sie gerade zugemacht. Am nächsten Tag hast du nie jetzt mehr Backstage gehen können. Aber nein, es ist so mega klein und mega so familiär. Und es sind einfach so, glaube so zum Teil auch so die Mütter und so von denen dort hinten dran. Es hat immer noch so eine Technik-Dude, der auch hinten dran ist. Keine Ahnung, was der macht. Sie haben meistens auch noch so Alkohol, zum Teil kiffen sie noch dort hinten dran. Ja, einfach so wie man sich das vorstellt, es ist unspektakulär. Es ist nicht mal etwas zum Sitzen oder so. Also, ja, und nachher gehen sie weiter und fahren gerade weg oder holen etwas zu trinken und fahren gerade wieder weg. Also die sind wirklich konstant, glaube ich, einfach im Rundlauf so während der Festivalzeit. Ja. Was sonst noch? Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Haben wir noch so einzelne Punkte aufgeschrieben? Ah ja, da steht «Weird», Doppelpunkt. Alter, eben, kurz bevor wir gegangen sind, wir sind ein bisschen früher gegangen, weil ich einfach nicht mehr mögen. Es war wirklich zu viel für mich und ich war so müde und ich habe einfach nicht mögen. Also wir sind nach Ski-Mask sind wir gegangen. Und dann habe ich so gedacht, als wir über das Gelände gelaufen sind, so, Alter, hure geil. Ich war jetzt 4 Tage da gewesen. Kein einziger Typ hat mich komisch angelenkt. Niemand hat etwas völlig Schlimmes gesagt oder so. Und dann kommen wir zum einen Security-Typ an, wo wir so durch, wir sind halt immer durch so einen Backstage-Ort gelaufen, das war auch schneller zu unserem Camping an. Ah ja, wir haben in so Container geschlafen. Zum Teil. Die Hälfte von uns war im Hotel und die Hälfte war auf diesen Glamping-Container, falls ihr die schon mal gesehen habt. Auf jeden Fall haben wir immer so eine Abkürzung genommen, weil das ist halt angenehmer gewesen wegen den Leuten und so. Haben wir auch immer nur kurz das Bändchen angehabt und sind dann gerade durch. Und der Typ hat dann halt irgendwie sich einen Spass erlaubt und hat mir so seine kalte Flasche an den Arm gehabt. Und ich hatte dann logischerweise irgend so ein Stöhngeräusch gemacht, aber so «Ha!» oder so. Dann packt er mich so hure fest am Arm, also wirklich so, dass ich genau gespürt habe, er lässt mich jetzt nicht los, wenn ich einfach weiterlaufe, sondern er würde mich zurückreißen, weil er noch nicht will, dass ich weiterlaufe. Ich habe jetzt gedacht, ja Bro, was habe ich jetzt falsch gemacht und so. Dann schaut er mich so an und er war vielleicht so 35 oder so, schaut mich so straight ins fucking Gesicht an und sagt, mach den Geräusch nochmal. Und ich schaue ihn an und sage, wieso, was? Er hat es nicht gecheckt. Und dann sagt er nochmal, ja mach den Geräusch nochmal, schau meinen Kollegen da an, mach das Geräusch nochmal, es wird ihm gefallen. Hat mich immer noch so hure fest und ich so, nein, also. Und dann hat meine Kollegin mich einfach weitergezogen und es regt mich so auf, dass ich in dem Moment nicht mehr gesagt habe oder mir viel zu spät überhaupt auffallen ist, was seine Intention ist. So, er hat gedacht, der hat noch nie eine Frau zum Stöhnen gebracht, außer mit einer kalten Flasche und hat es hure lustig gefunden, seinen ganzen Kollegen zu zeigen, dass das kleine Mädchen, das legit aussieht wie 12, stöhnt. Und hat sich an dem aufgeilen. So, what the fuck, das sind die Leute, die hätten auf uns aufpassen sollen. Nice zu wissen, danke. Aber nein, ich habe in dieser Situation nichts gesagt. Ich bin einfach so perplex. So, Bro, das kannst du mir jetzt nicht sagen, dass der das ernsthaft gesagt hat. Und ich habe mich so grusig gefühlt danach. Und es war nur eine Wasserflasche. Und seine Hand an meinem Arm. Aber er hat mich ja nicht mehr angelenkt. Und trotzdem habe ich mich den Rest des Tages so grusig dreckig gefühlt, weil der mich angelenkt hat und ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das läuft. Also was hat er sich erhofft? Er dachte, ich werde das nachher machen und ein bisschen darüber lachen. Und oh mein Gott, hi. Danke, dass du mich reingelassen hast. Und dann müsst ihr euch mal überlegen, er hat gewusst, was ich für ein Bändchen habe. Er hat gewusst, dass ich eine Person bin, die ins Backstage gehen darf, was ja nur sehr wenig Leute haben dürfen. Wenn er sich das bei mir traut, wo offensichtlich für das Open Frauenfeld eine gewisse Wichtigkeit hat in meiner Person, was der sonst noch machen würde bei Leuten, die nicht das Bändchen haben, wo er nicht so fest überhaupt hat müssen aufpassen. Er hat ja bei mir überhaupt nicht aufgepasst, aber bei mir hat er sicher mehr müssen schauen, was er sagt, als bei jemand anderem, der nicht das Bändchen hatte. So dumm wie es tönt, das ist einfach so in der Welt, oder? Und das hat mir richtig einfach wieder so einen Schlag in die Fresse gegeben. Ich dachte, Alter, hätte ich doch nur jetzt vor 5 Minuten nicht gedacht, ja, es ist alles gut gelaufen und so, wäre es vielleicht nicht passiert und so. Wieder so bei mir selber die Schuld am Suchen. So, Bro, das ist doch nicht meine Schuld, dass ich Freude daran hatte, dass nichts passiert ist. Hä? Das ist so grusig. Und ich habe es auch niemandem gemolden oder so. Ich habe jetzt auch gedacht, so, ich hätte eigentlich schauen, wie der heisst oder so. Und gar nichts habe ich gemacht. Und es ist auch einfach
Es ist ja jetzt nicht so, eben, er hat ja nicht meinen Arsch angelenkt oder so, aber es war trotzdem völlig übergriffig und völlig scheiße und unnötig von ihm. Jetzt haben wir einfach so, den Schluss einfach so verkackt. Ja, darum, das noch so ein bisschen zu der Experience. Und sonst habe ich nur noch, das ist eigentlich auch schon fertig im Fall, aber sonst habe ich nur noch kurz meine paar Essentials aufgeschrieben, die ich wirklich mitnehmen an eurer Stelle. Keep in mind, ich war noch nie am Frauenfeld mit Camping. Letztes Jahr habe ich allein ein Hotel gezahlt, weil ich wirklich nicht will campen. Und dieses Jahr sind wir im Container, was auch okay war. So mehr, das ist wirklich das Maximum, das ich anbekommen würde. In meinem Zelt siehst du mich nicht. Aber für das, was ich bis jetzt erlebt habe, sind meine Essentials Kopfhörer, weil es ist so laut in der Nacht. Oder so Oropax halt. Aber die check ich nicht, wie man die reinmacht. Ich kann das einfach nicht. Eine Schlafmaske, weil es wird ja immer mega früh hell. Dann Trockenshampoo. So Adilette-mässig. Schmerztabletten oder so. Aber nur, wenn du natürlich nicht mega viel trinkst oder so, dann macht es keinen Sinn mehr. Aber ich habe mega Kopfweh gehabt zum Teil. Dann genug Socken, weil die stinken so schnell, Leute, ich sag's euch. Und warme Kleider, Alter, weil in der Nacht ist es so fucking kalt und jedes Jahr bis jetzt habe ich einfach zu wenig warme Sachen mitgenommen, weil ich so denke, ja, ein Pulli lenkt und so Trainerhose. Trotzdem so kalt in der Nacht. Ja, und sonst, wenn ihr das Zeug zahlen müsst und nicht so verwöhnt sind wie ich, nehmt auf jeden Fall genug Geld auf euer Konto. Es ist alles cashless, nehmt nicht Bargeld mit, das wird euch gemuckt wahrscheinlich. Und tun Panzerglas auf euer Handy, bevor ihr geht. Das ist meine Empfehlung. Ja. Oh, was auch cool war, also ist ein Medienpass in den Arsch geschoben worden, weil wir ja zum Teil grössere Kameras als Handy auf dem Gelände brauchen dürfen, zum Beispiel für YouTube-Vlogs oder so. Und ich habe auch meine Kamera dabei gehabt und habe gesagt, ja, ich nehme auch einen Medienpass. Ich habe nicht gewusst, dass man mit dem dann nachher auch wirklich so in die Schleuse rein, ganz vorne, wo halt so die Fotografen und so sind, also wie vor der Front Row sind die, so um die Bühne rundum. Dann haben wir immer so die ersten 2-3 Lieder, wenn du den Medienpass gehabt hast, hast du die ersten 2-3 Lieder dort vorne filmen. Darum, falls du meine Insta-Stories geschaut hast und dich gefragt hast, Bro, wie ist die so weit vorne? Medienpass. Sie haben es aber nicht allen verteilt, sie haben aber schlussendlich gar keine mehr gehabt. Ich habe mich dann schon recht G-ig gefühlt. Aber es fühlt sich auch komisch an, dort vorne stehen, allein. Weil du nimmst dann niemand so wirklich mit. Und alle Leute schauen dich so an. Und bei mir ist auch meistens so, schau den mal! Und ich so, hi. Ja. Jetzt kommt mir schon der Schnotter so halbes aus der Nase. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie entertained. Schreibt mir gerne, wie eure Frauenfeld-Experience war. Ob es einen grossen Unterschied gibt zwischen dem, was ihr so zum Beispiel jetzt wegen der Crowd oder so denkt und dem, was ich denke. Ob ich irgendwie einfach eine andere Experience habe. Und schreibt mir auch sehr gerne, was ihr nächste Woche hören wollt. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer. Es ist jetzt wirklich sehr offiziell Sommer. Ich hoffe, ihr trinkt genug und sind nicht so grusig vercrackt wie ich nach dem Frauenfeld. Und ja, wir sehen uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Adios, amigos, muchachos. Yeah.